selbst gemacht und sie befinden sich wie Bob Dylan auch auf die Nie vorbei Tour, die beiden. Der Wolfgang der Lyriker und der Albert ist der Musiker. Viel Spaß mit den beiden. Genau. Ein Temperament. Ja. Genau. Ja, der Oberpfälzer, der war echt super spitzenklasse. Also vor allem Sex in der Steiß. Ich meine, da hat es einmal eine Band gegeben, jetzt weiß ich, warum das die so geheißen haben, das waren die Spice Girls. Du bist doch kein Depp, also nicht direkt, hast bloß Bild beim Finger. Du bist doch kein Depp, du bist doch kein Depp, das darf mir ja keiner. Du bist doch kein Depp und das schon länger, das ist halt eine Phasen, das kann leicht sein, das ist halt eine Phasen, irgendwann ist vorbei. Das ist halt eine Phasen, oh mein, das ist halt eine Phasen, stell dich drauf ein, du bist doch kein Depp, also nicht direkt, hast bloß Bild beim Dinger, du bist doch kein Depp, aber ich weiß schon, du denkst genauso, für dich bin halt ich bloß genauso ein Depp. Das ist halt eine Phasen, das kann leicht sein. Das ist halt eine Phasen, stell dich drauf ein. Das ist halt eine Phasen, oh mein. Aber anders wie bei dir, ist bei mir längst vorbei. Der hat es jetzt hängt mit den spaßigen Sachen und ich bin jetzt wieder ein bisschen bei der Melancholie. Deswegen hat mir die erste Band sehr gut gefallen, aber der zweite war natürlich auch super. Aber ich will euch jetzt einmal ein bisschen entführen in eine Zeit, wo wir alle durchgemacht haben, und da werden wir dann schon mal mit so Misanthropen. Ein Misanthrop ist niemals doof, er macht dem Schmerz galant den Hof. Er klagt sein Lied der kalten Welt, bis sie in sich zusammenfällt. Derweil der Menschenfreund erstrahlt und selig mit der Freude prahlt, die ihm gegeben, ohne Frage. Erlebt er froh das Ende aller Tage. Es gibt nur so einen ganz Die Leute sagen immer zu mir, du musst längere Pausen machen. Manchmal gehe ich dann ein bisschen schneller drüber, weil ohne Applaus ist auch okay. Weil wer lacht schon bei einem Menschen, der andere nicht mag?
Ich will kein Nostradamus sein. Keine Angst, es sind nicht nur so ganz tiefe Texte, die ich mache. Es gibt auch noch was Lustiges später. Aber ich habe mir gedacht, die Stimmung war vorher so gut, die muss ein bisschen schlechter werden. Ich will kein Nostradamus sein. Ich will kein Nostradamus sein. Und trotzdem dringt das Wort zu mir. Es will sich nicht gekonnt verbiegen, es schreibt sich aus dem Schutzrevier. Es kommen Stimmen her von fern. Sie weiten sich und bleiben. Es kleiden sich die Worte hier, um sich nun herzuzeigen. Ich will kein Nostradamus sein, doch springt das Wort heraus. Es wandert zwischen Hirn und Herz und singt sich ganz hinaus. Es ändert sich so viel derzeit. Wir sind ein Rummelplatz. Erneuert wird die alte Welt, ein unentdeckter Schatz. So mancher sucht ein neues Wort, der andere sucht die Macht. Herrschaft aus Geld, Gefühl aus Eis, den Untergang der Nacht. Es kommt so vieles auf uns zu, schlägt dumpf auf uns herein. Doch wer da glaubt und herzwärts strebt, wird Teil des Friedens sein. Ich möchte Fußball spielen können, so wie Goethe seiner Zeit. Und wie Mozart möchte ich kämpfen für Europas Einigkeit. Ich möchte Bilder malen können, so wie damals Bertolt Brecht. Und wie Einstein möchte ich tanzen, das wär mir gerade recht. Ich möchte Musik machen können, so wie Konrad Adenauer, und Gedichte schreiben können, so wie ein Franz Beckenbauer. Und du sagst mir ganz verwundert, ich sei besser schon als die, zweifellos sei ich dann ein Universal-Genie. Und irgendwie bin ich Genie, universal bin ich Genie, universal Genie. Oh, universal Genie. Oh, oh. Wie ich ein kleiner Bub war, habe ich oft in der Metzgerei beim Moorwirt eine Geldwurst oder ein Wiener gekriegt. Aber mir hat es graust, weil ich keine kalte Wurst nicht mag. Wo ich in die Schule gegangen bin, habe ich mir vor dem Nachmittagsunterricht eine Leberkassemme bei Menzinger geholt. Ich habe allweil gesagt, gib mir gerade ein kleines Stückchen. Doch die Menzinger Mari hat allweil einen dicken Kai runtergeschnitten. Beim Zahlen hat es dann bloß gefragt, darf es ein bisschen mehr sein? Und nein sagen habe ich mich natürlich nicht getraut bei der Matrone. Wenn es dann gefragt hat, ob es mir schmeckt, habe ich mir das ganze drum als Mai reingesteckt und einen sauberen Kai abbissen. Und sie hat mir stolz zugeschaut, wie ich das ganze drum abgeschluckt habe. Ja, ich habe dann also ein bisschen eine Phobie gekriegt vom Essen. Das hat dann manchmal ausgeschlagen, so in richtige Fressattacken. Und das mache ich heute auch noch ab und zu gern. Und zwar draußen beim kühlen Bier. Mache ich gern Brotzeit. Jetzt mache ich mir einen August auf. Dazu ein Brezen mit Frischkäse drauf. Ist ein Radi mit viel Salz. Ein Brotrandl mit Griebenschmalz. Danach eine Reibe frische Wurst. Eine zweite halbe für meinen Durst. Ein Stückchen Presssack muss schon sein.
Ein Leberkäse hauen wir auch noch ein. Ein Schnittlauchbrot, das ist schon gesund, das schieben wir auch noch in den Mund. Sperrrips, Salz und Fleischtomaten, einen frisch aufgeschnittenen Schweinebraten. Einen Bauernspeck habe ich am Tisch, Weißwürst vom Metzger, richtig frisch. Ein Oberz, der muss auf Gabi. Ein Mettwurst drücke ich auch noch runter. Nach Streichwurst auf der Zwiebelstange, da ist zum Platzen nicht mehr lang. Jetzt Cabanossi, Depreziner, dann dicke Pfälzer, ein paar Wiener. Bei Essiggurken unterm Ohr, da drucken wir die Gallenstoren. Meine Wanden, die werden ruhig größer. Ich bin halt schon ein guter Esser. Ja, und wer ein guter Esser ist, der wird es halt auch manchmal dann angeredet, gell? Aha. Der Knopf ist ein bisschen eng, gell? Ist der wegen ein Bummel geworden? Ja, dann habe ich mich gerecht mit diesem Text. Er ist ein ganz schönes Bummel und hat ein ziemliches Quaff. Der Bauch wird wieder größer, er frisst ja wieder auf. Die Wadeln sind wie Stampfer, sein Kreuz so wie der Stier. Sein Mann wird über weiter, er kommt mir Quappet für. Er war einmal ein Grischball, man hat ihn kaum nicht gesehen. Jetzt wird er alle fetter, was ist bloß mit ihm geschehen? Er geht so auseinander wie Dampfnudeln im Topf. Er kriegt so ein Kopfschirr und auch einen leichten Kropf. Ob er nicht etwa krank ist, das kann das mir vielleicht schon sein. Und über ihm, da lässt ein Leid, er kriegt einen Ranzen mit der Zeit. Er hört die bläden Sprüche nicht, er stellt sich nicht auf die Waage. Er fühlt sich rundherum glücklich. Bloß, das Bucker ist ein Block. Also mein Spätzle ist schon seit 20 Jahren Single und ich habe gesagt, das machen wir schon. Machen wir Kontaktanzeige, aber musikalisch ja, natürlich. Geh weiter, Kim, lass mich ganz griebig mit dir spielen. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Weil anders wie die Burschen, die bloß auf Finger ruschen, und anders wie die Lackeln, die bloß an die hinackeln, kann ich deine Wünsche erfüllen, kann ich deine Wünsche erfüllen. Drum nimm ich, drum nimm ich, drum nimm ich, ich kann's erfüllen, drum nimm ich, drum nimm ich, drum nimm ich. Geh weiter, du brauchst doch den Schmuck nicht gleich vergraben. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Weil anders wie die Wilden mit 100.000 Schulden und anders wie die Bauern, die bloß auf dein Grund lauern, will ich ja gar nichts von dir haben, will ich ja gar nichts von dir haben. Außer die, außer die, außer die, will ich nichts haben, außer die, außer die, außer die. Außer die, außer die, wo ich von dir gar nichts haben, außer die, außer die, außer die. Er ist heute noch Single. Und ich schaue mir gerne Kontaktanzeigen an in der Zeitung. Und da habe ich einmal eine gesehen, die hat mir echt gut gefallen, die habe ich jetzt einmal für euch ein bisschen aufbereitet. Chiffre 55 90 60 90. Exquisiter, krawattenbehangener, gut aussehender, lebensfroher, steinreicher, aufopfernder, geschäftstüchtiger, fleißiger, eifriger, treuer, aufrichtiger, unbescholtener und betuchter, lediger, tanzaufgeschlossener, belesener, musikalischer, esoterischer, erotischer, fantasievoller, anpassungsfähiger, ruhiger, unterhaltsamer, vielseitiger, junggebliebener, herzlicher, braungebrannter, sportlicher, witziger, nachdenklicher, satirischer,
überlegter, sittsamer, aufrichtiger, politischer, golfspielender, offener, schlanker, gesellschaftsfähiger, zuvorkommender Mann mit Hut sucht Mitfahrgelegenheit. Zwecks Benzinkosteneinsparung. Interessierte melden sich bitte unter Chiffre Mann mit Hut 55 90 60 90. Jede Zuschrift wird beantwortet.